Komm, aber sei leise. Ist die Luft rein? Ja, mach eine Fliege. Steffi, jetzt sag's halt deiner Mama. Du kannst doch einen Freund haben, der ab und zu bei dir schlaft. Du schlafst ja nicht. Es muss doch zugeben, dass ich der geborene Märchenprinz bin. Wenn man mich lasst, dann küsse ich dich jeden Morgen wach. Aber diese ewige Heimlichtuerei, die geht mir auf den Keks. Weißt du eigentlich, wie lang wir zwei schon beieinander sind? Ja, warum? 7 Monate. Seit 7 Monaten werde ich versteckt. Hörst du mir eigentlich zu? Psst, nicht so laut. Du musst mich auch verstehen, Tommy. Nach der Scheidung, da wurde das nicht so einfach vor den Latz knallen. Hey, Mom, das ist mein Lover, der pennt manchmal da. Hm? Warum ist recht spießig? Ach na, die ist total super. Eine Freundin, echt. Aber im Moment muss ich Rücksicht auf sie nehmen. Mütter halten sowas aus. Was total nervt ist, dass mein Vater immer nur bei uns wohnt. In 5 Wochen muss er ausziehen. So hat sein Anwalt mit der Mama ausgemacht. Ja, und sie wurde dann sein Zimmer vermieten. Hat schon inseriert. Ja? Das ist mein Dad. Oh, Ja, sag mal, du tickst wohl nicht richtig. Runter mit die Treter. oh, sorry, hab ich total vergessen. Oh. Die Leine. Ja. Bleib liegen. Weißt du jetzt bald, was du willst? So, jetzt verzisch dich endlich. Oh, zum Abschied. Hm? Mom. Oh, Mama. Steffi, bist du da? Jetzt hab ich gemeint, ich hab was gehört. Wahrscheinlich habe ich das geträumt. Das hättest du mir eigentlich gleich vorstellen können. Da gibt's passendere Momente. Steffi. Steffi, jetzt sag's ihr halt. Ja, später. Das schneit schon, garantito. Dann hört die ewige Heimlichtuerei auf und ich mach dir einen kleinen Tommy. Spinnst du, ey? Ja, wenn's mit dem Studium fertig bist, kannst du an einen kleinen Tommy denken. Oh Gott, Was ist los? ich hab meine Pille vergessen. Dann ist ja schon im Backofen, der kleine Tommy. Es muss ja nichts passiert sein. Sprach der Frauenarzt zur weinenden Patientin. Steffi, jetzt sag's ihr halt. Sie hat ein Recht zu erfahren, dass sie Oma wird. Ja, noch ist sie's nicht. Schau mich an. Bin ich nicht der Traum von jeder Schwiegermutter? Ja, du bist der Größte. Schlampert's Christkindl. Alles liegen und stehen lassen. Also ich sag das. Zugehen wird's bei euch. Wir haben Marienplatz, mein Schäfflertanz. Ich glaub, mir greift der Bus. Wo sind denn meine Boots? Wahrscheinlich hat's Mama weg. Das ist jetzt auch egal. Raus mit dir. Ja, ohne Schuhe. Sag dir nicht so, es ist Sommer. Ja, das ist ein Ei, ey. Ja, da geh ich gleich barfuß. Also um 12 Uhr, vergiss deine Badhose nicht. Ich weiß bloß, wo man keine braucht. Dann kommen wir nie ins Wasser. Oh, ja. Dann haben wir ihre Beatles. Bin ich jetzt erschrocken. Morgen. Morgen. Du bist so blass. Geht's dir nicht gut? Ach, ich hab nicht mehr schlafen können. Aber dass du schon auf bist, heute am Samstag. Jana holt mich nachher ab. Weißt, wir wollen ein bisschen in den Start. Ach so, aber warst denn gestern Abend?
Diana hat mich zu einem Selbstfindungskurs mitgeschleppt. Thema Liebe 2000. Toll. Du, Tante Joschi wird aus Venedig zurück sein. Dann wird's mit frühstücken. Also, Geschenke aufstellen. Weiße Uhr. Camille, la gondola. Mama, warum ist uns nicht vergönnt, gemütlich miteinander zu frühstücken? Ja, ich bin nur gerade wieder. Ich höre Hexenhusten. Geh zum Türöffner. Mensch, die nervt mich total. Mich auch, aber ich lasse mir's nicht ummerken. Wir müssen froh sein, dass wir die Wohnung haben in ihrem Haus. Ja, wir zahlen ja dafür. Ja, das schon. Aber woanders zahlt das Doppelte. Also toll ist da nicht. Ein Papa, sein Zimmer ist so klar, dass er aufs Bett aufsteigen muss, wenn er einen Schrank aufmacht. Ja, aber was anderes kann ich mir jetzt nach der Scheidung sowieso nicht leisten. Ich mag schon ihr Leiten nicht. Tschüss auf! Reiß die zusammen! Grüß dich Gott, Stefan! Ja, grüß dich Gott, Stefan! Und buongiorno! Guten Morgen, Margit! Ach, ich sag euch, ich bin total fertig, körperlich und physisch. Psychisch. Ja, sag ich ja. Da schaut her, was ich euch mitgebracht habe. Aber Joschi, du sollst uns doch nicht immer was mitbringen. Mei, schau, Mama. Mei, schön. Ja? Danke. Schon wieder so eine Scheiße. Was? Wie war die Reise? Ich hab Scheiße verstanden. Mei, anstrengend, anstrengend. Du, aber war für nicht billig, gell? Aber da lassen wir nicht lumpen. Na, wo ich weiß, dass ihr euch immer so wahnsinnig freut. Oh, wahnsinnig. Besonders über Gondeln. Da sind wir nämlich Sammler. Ja, ich glaub, ich rutsch. Hab ich euch schon nicht mitgebracht. Mei, ist mir das jetzt peinlich. Das macht doch nichts, Joschi. Zwei fallen besser auf. Ja. Hol ein Gedeck für Tante Joschi. Du trinkst doch eine Tasse mit, oder? Ja, freilich, freilich. Zum guten Tassel Kaffee sag ich nicht nein. Dann greif nur zu. Ja, aber nur eine Kleinigkeit, gell? Du, was ich sagen will, ist eigentlich Post für mich da gewesen. Ja. Und jetzt erzähl, wie war's in Venedig? Oh mei, eigentlich wollte ich ja nicht mehr hin. Aber wie gesagt, es war ein Sonderangebot. Du, wie oft warst du schon in Venedig? 4-mal, Margit, 4-mal. Frische Semmel habt's kein, ha? Nein. Ah, dann muss ich halt eine Pane essen, gell? Also, wie gesagt, du, in Venedig, da hat's gegossen. Bloß gut, dass ich alles schon kennt hab, gell? Du, pass einmal auf. Und wie es dann zum Regnen aufgehört hat, da hab ich mir gedacht, natürlich, gehst ein bisschen spazieren, denn immer kannst du ja auch nicht nur Spaghetti einschaufeln, gell? Also, ich würde dann so über die Säuferbrücke gehen. Nein, über die Rialto-Brücke. Mei, gescheit bist du. Ja, warst du schon mal in Venedig? Nein, aber ich habe eine Schulbildung und andere eine Einbildung. Ja, also ich gehe also über die Brücken da und komme in so ganz kleine Gasseln. Keine alte Sauber auf der Straße, bloß ich. Auf einmal höre ich Schritte hinter mir. Ich drehe mich um. Ein Mann. So ein Glück. Was heißt Glück? Mir war beinahe das Herz stehen geblieben. Was so ein typischer Italiener, so ein richtiger Papageno. Ich gehe schneller, er auch. Du, weiter vorn, da ist sicher eine Kirche, denke mir, da gehst jetzt rein, da bist sicher. Ja, aber wenn es da jemand drinnen ist, der lässt mich nicht mehr raus. Denke mir, der geht ja mir dann an das Eingemachte. Der ist im Stand und legt mich über den Hauptaltar. Der vergewaltigt mich vor dem Allerheiligsten oder im Beichtstuhl. War nicht viel unbequem. Ja, was hast du dann gemacht? Ja, gerannt bin ich über der Bläde bis zum nächsten größeren Kanale. Gott sei Dank kommen zwei Karabiner daher. Ich hab's gleich gefragt, ob sie mich zurückbringen können in mein Hotel, gell? Und wie er mich nach dem Kerl umdreht, war er wie vom Erdboden verschwunden. Ja, vielleicht wolltet ihr gar nichts. Freilich, nein, der wollte mich umbringen. Man liest doch immer, Venedig sehen und dann sterben. Neapel sehen und dann sterben heißt's. Das ist wurscht, Tod ist tot. Du, war bei der Reisegesellschaft kein netter Herr, der dir zur Nase gestanden hätte? Dass ich nicht rutsch.
Lauter senible Deppen. Die brauchen doch bloß eine Krankenschwester. Bin ich blöd? Was für eine Altersgruppe käme denn für dich in Frage? Ja, so resches Mittelalter. Bei meinem Aussehen und meinen Immobilien. Ja, vielleicht findest du einen Antiquitätenhändler. Die schätzen Altertümer. Stefan, du gescherzt doch, du gescherzt. Merkt ihr das? Je älter die Geige, desto schöner der Klang. Aber wenn's weiter so frech bist, gell, dann ändere ich mein Testament. Margit, fahr halt einmal mit mir. Du, ich muss leider arbeiten. Wo willst du denn als nächstes hin? Ich sag nur, Viva España! Zum Last-Minute-Tarif. Oh, ich geh ins Bad. Ole. Du sag einmal, was ist denn die Steffi so muffig? Ist die muffig? Ja, merkst denn du das nicht? Schnappig und frech ist. Naja, es wird halt die Pupscher-Zeit. Die ist 22. Da hat's die Pubertät schon längst hinter sich. Ja, du, dann braucht's einen Mann. Hat schon einen Freund? Nicht, dass ich wüsste. Nein, da musst du zuschauen, nicht dass sitzen bleibt. Nein, die sollen nur ihre Jugend genießen. Ihr Rimpf, ich hab damals auch zu jung geheiratet und heut. Du, wie geht's überhaupt, St. Ernstl? Keine Ahnung. Ich kümmere mich nicht um ihn. Du bist doch tagtäglich mit ihm beieinander. Trotzdem weiß ich nicht, wie es ihm geht, weil es mich nicht interessiert. Okay, Margit, das glaube ich nicht. Du, er sollte mit der gar nicht mehr beieinander sein, wegen der ihr euch habt scheiden lassen. Das ist mir wurscht. Mein Gott, ihr habt so gut zusammengepasst. Ja, so hat's vielleicht einmal ausgeschaut, weil ich jahrelang alles geschluckt hab. Weil ich jedes Wochenende mit ihm zum Fischen gegangen bin. Aber seit wir uns getrennt haben, hat er ja ganz andere Interessen. Du, und wie sich der jetzt anzieht, grauenhaft. Wahrscheinlich ist das der Geschmack von seiner Freundin. Nie im Leben darf ich so umeinander lachen. Den, wenn's sehen darfst in seinem kreislichen Outfit. Nie. Entschuldigung, war ein Anruf für mich? Nein. Mein Gott, haben wir von dir geredet, Ernstl. Ich hab dir schon 100-mal gesagt, du sollst anklopfen, wenn's da reinkommst. 100-mal dürfte wohl nicht lange. Entschuldige bitte, dass ich vergessen hab, dass man dir alles 1000-mal sagen muss. Du, Ich hol da schnell dein Bus. darf ich schnell ein Maklerbüro? Von mir aus. Mein Margit, das ist doch auch in deinem Interesse, dass ich bald... Halt. Keinen Schritt weiter, gell? Solange ich lebe, magst du keinen Schritt mehr in mein Schlafzimmer. Oh, was ich lieb, das neckt sich. Ja, und wer stiehlt, kommt auch nicht in den Himmel. Was ich dich fragen wollte. Du, an einer neuen Beziehung bist du gar nicht mehr interessiert? Du, ich bin froh, wenn ich die alte überstanden hab. Aber okay, du bist doch auch nicht jenseits von Gut und Bös. Aber sei vorsichtig, man hat gleich Dreck gelangt. Du sagst, ausgerechnet du, wo du nur 4 Wochen verheiratet warst. Kann ich was dafür, wenn sich mein Gatte in den Flitterwochen hat überfahren lassen? Na, aber wir haben ja so eine schöne Zeit miteinander verlebt. Ja, die schlechte war schon noch Kummer. Na, bei uns nicht. Aber nicht, dass glaubst, mich hätte dann keiner mehr wollen. Na. Ein Haufen interessante Männer waren hinter mir her. Aber es hat dich nie einer eingeholt. Das frei. Erzähl die Tante Joschi. Ah, gehst schon. Nein, ich hab gemeint, du. Ach so. Ah, ja, es wird Zeit, gell? Vergiss dein Post nicht. Na. Erotikfasan Dulcinea. Ich brich ab, ey. Was hast du denn da schicken lassen? Unterwäsche, die säusen heute. Man kann nie wissen. Margit, danke schön fürs Frühstück. Und hasta la vista. Bum, bum. Steffi, benimm dich. Ah, die nervt mich total. Ja, aber deswegen schmeißt man es nicht aus. Okay, ich werd's nicht mehr in den Wadel beißen. Ja? Morgen, Stefan. Guten Morgen, Papa. Warum klopfst denn du? Befehl von der Hauspolizei. Du, ich gehe jetzt zum Joggen auf ein paar gesunde Runden, gell? Damit du fit bist für deine gesunde Runde. Genau. Und wenn ein Anruf kommt für mich, Bin ich da? ich habe ja auch die Steffi gemeint. Von dir erwarte ich keine Gefälligkeiten. Okay, Dad, ich schreib's auf. Nicht von dir, danke schön. Hast du denn gesehen, wie sich der jetzt anzieht? Wie ein junger Hupfer. Dass er sich nicht schamt. Mama, du bist so eine Riesenmutter. Aber beim Papa, da bist du ungerecht. Sei ehrlich, du hängst nur an ihm. Ja, wie ein alter Auspuff. Deswegen tauchst du nicht mehr so, wenn er was sagt. Darum sagt er auch was.
Ihr müsst jetzt doch eine Form gefunden haben, miteinander umzugehen. Ja, aber du hältst das Wasser immer nur am Kochen. Mei, tut er dir leid. Glaubst, wenn ihn sieht, dann steigt's mir bloß Horst auf. Früher, da hat er geraucht und ist dauernd vor der Glotze gehockt und hat Fußball geschaut. Heute dreht er gesunde Runden, damit er fit ist für sein Schicksal. Ich verstehe dich ja. Ja, er soll so schnell wie möglich ausziehen, von mir aus zu seiner Holden. Ja, die hat ja nur eine winzige Wohnung. Das ist sein Bier, hätte er sich auch nicht mit einer großen Wohnung gesucht. Ach, Mama, hättest du mir halt noch einmal verziehen. Na, ich hab sowieso schon zu lang zugeschaut. Womöglich hätte er sein Geschlicherlein noch mitgebracht und hätte gesagt, geh weiter, die ruck ein bisschen. Meine Freundin ist auch nicht. So, ich pack's jetzt, gell? Überanstreng dich fein nicht. Gut. Stefan, einmal ganz im Vertrauen. Weißt du, was hat die Mama einen Kerl? Die Mama? Ja, ich höre jetzt in der Früh immer Stimmen. Ach, das hast du geträumt. Du, tätst dir das sagen, wenn's so war? Keine Ahnung, aber was war dann? Also, weißt du, irgendwie... Weißt du nicht recht? Oh, die Vorstellung, dass Mama so einen Maker hat, die macht mich wahnsinnig. Ja, die Vorstellung bei dir hat Mama jahrelang wahnsinnig gemacht. Ja, ich weiß ja. Was meinst du, wie gerne ich alles rückgängig mache? Ja. Verstehst mich, Stefan? Ja, total. Und was ist mit deiner Freundin? Von der habe ich mich zurückgezogen. Mein Lieber, die hätte mich aufgehangen. Du, gekocht hat's nix und das ganze Geld hat's ins Gewand hingehängt. Mein Lieber, da wenn's mir nicht gehst. Ja, dann bist du jetzt wieder auf der Jagd. Nein, ich hab die Schnauzen endgültig voll, mein Lieber. Du, und außerdem bin ich auch schon langsam zu alt, um auf die Marotten der Damen einzugehen. So was strengt an, das kann ich dir sagen. Du, red halt noch mal mit der Mama. Du, ausgeschlossen. Die hat jetzt einen Ton drauf, das hätte sie sich früher nie traut. Ja, sie hat sich emanzipiert. Ja. Papa, ich darf mich wirklich freuen, wenn ihr zwei euch wieder näher kommen darf. Nein, Stefan, schau, ich konnte nicht einfach sagen, geh weiter, da sind wir wieder gut. Ja, dann mach ich eine kleine Freude. Leg ihr Aufmerksamkeit hin. Aber heimlich, verstehst? Ach, Diana, grüß dich, Steffi. Ach, Tag im Ernst. Grüß dich, Diana. Du, ich bin ein bisschen zu früh, aber macht ja nichts, ne? Na du, wieder in Sachen Sport unterwegs? Ja, wie man sieht, gell? Ich muss jetzt auch. Krampfhühner. Wo ist denn die Margit? Im Bad. Mama, Diana ist da. Steffi, könntest du mir ein Glas Wasser bringen? Ich habe vergessen, die Pille zu nehmen, aber Gott sei Dank wirkt sie ja auch noch hinterher. Was? Hinterher auch? Ja, beruhigt sehr nicht. Ja, sowas beruhigt mir. Wie heißt denn die Pille? Hier ist der Beipackzettel. Aber du hast doch noch keine Probleme damit, oder? Ich bin 22. Da ist nimmer zu früh. Und die hilft wirklich, auch hinterher. Wenn du sie gleich nach dem Essen nimmst, garantiert. Gastroflux. Ich hol da Wasser. Weißt du, sie neutralisiert die Magensäure. Grüß dich, Diana. Grüß dich, Margit. Grüß dich. Weil du entschuldige, die Joschi hat sie wieder mal festgeratscht. Ach du nichts, wir haben ja Zeit. Hübsch siehst du aus. Ja? Na, wenn da nicht bald einer anbeißt. Nein, hör auf. Ich brauche am Mo so notwendig wie Kopfschmerzen. Bitte. Danke. Gastroflux. Wo hast du es denn gekauft? Bei Quellier. 79,80. Weißt du was, Margit? Ich nehme dich mal mit zu meinem Designer, zu Tonino. Hm? Du, das ist keine Geschmacks-, sondern eine Preisfrage. Na, ich meine, du als Kosmetikerin, du kannst dir natürlich teure Kleider leisten. Ja, Ernstchen, ja, hast du dich verletzt? Oh, Tschüssi, hast dich doch übernommen. Tschüssi. So, wo geht's denn hin, die 2 Grazien? Shopping. Shopping. Oder zum Mina aufreißen. Da bin ich überfragt. Ja, aber dass du schon wieder da bist. Ja, stell dir vor, ich gehe aus dem Haus raus, möchte über die Straße und schnackelt am Rand da um. Naja, wenn ich schon nicht joggen kann, dann tue ich jetzt biegeln, gell? Armer Dad. Das jetzt pressiert's mir aber. Ich habe jetzt keine Zeit, ich gehe zum Baden. So long, Dad. Und einen schönen Samstag.
schöner Samstag, mein Lieber. Und nun hören Sie die Sendung für die Hausfrau. Also, ich komme mir vor wie ein Dieb. Bloß weil du Angst hast vor deinen Geschiedenen. Nein, ich habe Hemmungen vor meiner Tochter. Hemmungen? Weil du den Mann deines Lebens kennengelernt hast. Du, pass auf. Du stellst dich vor sie hin und sagst, liebe Steffi, lass dir sagen, ich habe den Traummann kennengelernt. Groß, gut aussehend, charmant, wohlhabend, nicht? Gut aussehend. Das hast du schon einmal gesagt. Ja, das kann man nicht oft genug sagen. Ja, und dieser tolle Mann liebt mich über alles und hat keinen anderen Wunsch, als mich auf Händen zu tragen. Aber was gibt's denn da zu lachen? Das hört sich alles an, als hättest du das schon 100-mal gesagt. Margit, das ist mir ernst. Ja, der Ernst hat mir vor der Hochzeit das Gleiche gesagt. Du bist umwerfend. Ist das deine Tochter? Nein, die schläft doch bei einer Freundin, sonst hätte ich die ja gar nicht mitgenommen. Oh, Margit, du. Da hätten wir was versäumt, was? Du, Margit, du musst es ihr jetzt endlich sagen. Ja, aber lass mir doch Zeit. Margit, wir feiern eine Traumhochzeit. Ganz in Weiß. Elli, ich bin geschieden. Was will ich da in Weiß? Ach, egal. Wir fahren in einer weißen Hochzeitskutsche. Auf Standesamt. Ja, du. Mit einem Strauß von 30 weißen Rosen. Weil wir uns an einem 30. kennengelernt haben. An einem zweiten wäre es billiger geworden. Margit, du bist ja nüchtern. Ach, sag lieber realistisch. Du, ich bin geschieden, da ist der Lack ab. Außerdem musst du doch sparen, wenn du deine Praxis eröffnen willst, oder? Ach, vergiss die Praxis. Denk an uns. Sag jetzt aber naus. Du, das Geld für die Zeche von gestern geben wir das nächste Mal, ja? Ich habe meine Börse in einer anderen Jacke Ja, gelassen. vergiss es, warum soll nicht einmal eine Frau einen Mann einladen? Aber recht ist mir's nicht, ja? Ja, ja. Du, und du beichtest deiner Tochter heute, ja? Ja, ist schon recht. Du, sehen wir uns heute noch? Oh, das tut mir leid, du. Ach, ich bin untröstlich, aber ich habe einen Termin mit dem Direktor von meiner Bank. Was, heute am Samstag? Ja, wir sehen uns privat. Er will die Modalitäten für den Praxiskredit mit mir besprechen, weißt du? Du, Teddy, ich meine, ich habe zwar nicht allzu viel, aber wenn es dir hilft, ich leih das gern. Das kommt keinenfalls in Frage. Wie viel könntest du denn flüssig machen? Da muss ich auch erst mit meiner Bank reden. Ich hab's ja nicht unter der Matratze. Das reicht ja nächste Woche auch noch, nicht, Margit, Schatz? Tschüss. Ja, du, sehen wir uns dann morgen. Ach, das tut mir leid, da geht's auch nicht. Da habe ich einen Notfall. Was, du weißt heute schon, dass morgen jemand in Not ist? Ja, nein, Notdienst, wollte ich sagen. Ein Notdienst. Du, ich rufe dich am Montag in der Firma an. Ja, tschüss, Margit. Leise. Ja. Elke Schneider, Ellen Klinger, Petra Liedschreiber. Sonderbar. Steffi! Hast du mir jetzt erschreckt? Du wolltest doch bei der Vanessa schlafen. Morgen. Ach, bei dem Konzert waren so viele Leute und wir haben nur ganz hinten am Platz gekriegt. Da bin ich schon um 10 Uhr heim. Um 10 schon? Ja, ich hab noch halbe Flaschen Wein dudelt. So einen Frust hab ich gehabt. Ja, und dann bin ich ins Bett. Du, ist dir was über die Leber gelaufen? Oder hast du uns gehört? Wieso uns? Ja, mich und an Radio. Na, ich hab geschlafen wie ein Ratz. Gott sei Dank. Ja, ich mach jetzt einen Kaffee. So ein Mann zieht mich unwahrscheinlich an. Was ist denn da los?
So gut drauf war sie schon lange nicht mehr. Dann muss ich es ins Kreuzverhör nehmen. Du Mama. Ja? Der Papa hat mich neulich gefragt, ob du einen Freund hast. Hat er? Was hast du da gesagt? Dass er sich das einbaut. Er behauptet, er hätte öfters in der Früh die Wohnungstür gehört. Öfters. Jetzt fangen wir auch schon Spinnen an. Du, schau mal nach dem Kaffee. Jetzt oder nie? Steffi? Steffi? Ja. Sag, kennst du eigentlich die Frau Pfeiffer aus der Mozartstraße? Die dicke Blunsen? Ja. Warum? Sie ist auch geschieden. Der Mann wird froh sein. Und stell dir vor, ihre Scheidung war am gleichen Tag wie unsere. Und sie hat schon wieder einen Bekannten. Was? Die alte Schäbern? Also du, ich bin bloß ein paar Jahre jünger. Gegen die bist du ein Wickelkind. Ja, schau dich doch an. Du bist jung und sexy und tierisch heiß. Ja, jetzt übertreibst du aber. Tante Joschi, immer wieder samstags. Automatischer Anrufbeantworter der Damen Schmidt. Die Damen frühstücken und wollen nicht gestört werden. Piep! Wer? Da sind sie leider falsch verbunden. Du, wer war denn das? Ein Herr Engelbrecht. Verwählt. Ja, du, dass ich jetzt noch mal mit der Frau Pfeiffer anfange. Was würdest du sagen, wenn nicht nur sie einen Freund hätte, sondern ich auch? Ich bring auf, ey! Das ist eine Neuigkeit. Ja, ist was gescheit. Ja, mal sehen. Er ist wahnsinnig nett, gut aussehend, charmant, fast unnatürlich charmant. Aber so sind sie am Anfang alle, dein Vater auch. Nein, drum bist du so gut drauf. Ja, bist verliebt. Ja, ein bisschen. Er ist halt jünger. Ja, mit einem Jungen ist gut gesprungen. Sag einmal, wie redst denn du mit mir? Von Frau zu Frau heut. Wie heißt der denn, dein Scheich? Also sprich hast du. Wenn der Telly kommt, magst du dich vielleicht schon zusammenreißen, gell? Wie heißt der? Telly. Also Tell, Wilhelm Tell. Nein, Othello. Seine Eltern haben sich in Othello kennengelernt. Was für Glück, dass er im Rigoletto war. Tante Joschi, ich hab's gewusst. Kamel. La Gondola. Phase Uhr. Bild. Tür ist auf. Grüß dich, Gott, Stefan! Marge, grüß dich! Grüß dich, was ist los? Du bist ja ganz aufgelöst. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe gestern Kontakt mit dem Fernsehen gehabt. Na, wieso? Ja, wahrscheinlich habe ich ein größeres Verbrechen verhindert. Stell dir vor, ich sitze gestern Abend vor meinem Fernseher und schaue mir XYZ an. Ja? Und ich hab glatt gerutscht. Schon das zweite Fahndungsfoto zeigt einen Sittlichkeitsverbrecher. Und den hab ich vor meiner Bank gesehen. Wirst zum Geld umschaufeln dort warst? Steffi, was haben wir denn ausgemacht? Was habt's denn ausgemacht? Dass nicht immer unterbricht. Ja, das tut mir auch nicht, gell? Also stell dir vor, ich geh gestern auf meine Bank, gell? Und hab mir gedacht, na, hebst du ein bisschen ein Taschengeld ab, dass ich nicht ganz blank da stehe, gell? Und wie ich dann meine 2000 Mark abgekommen hab, du, da schaut mich so abschätzend ein Mann immer an. Na ja, hab ich mir gedacht, was ein Wunder bei meinem Aussehen, gell? Und kaum war ich daheim, läutst du. Ich mach auf, steht der Mann draußen und sagt, er wäre von den Stadtwerken und er müsste mein Wasser und mein Gas kontrollieren. Aber das ist doch möglich. Ah, das Schmarrn. Sonst kommt doch immer der Herr Rambeck. Weißt du, der mit der Hasenscharte. Mit dem unterhalte ich mich doch immer so gut. Ja. Du, sagt der Kerl, der Herr Rambeck wäre verstorben und er wäre der Nachfolger. Mein Gott, mir ist ganz schwach geworden, weil er während der ganzen Zeit meine Wohnung abserviert hat. Wohnung? Kann man doch nicht abservieren. Ja, der Tatort wurde abserviert. Abserviert. Ah ja, und jetzt halt zeig fest, es war der Kerl von XY. Bist sicher? 1000%ig. Mein Gott, hoffentlich erwischen sie ihn bald. Sonst stehe ich als Nächste auf seiner Tabelle. Liste.
Ja, es könnte sein, dass er zuerst das Territorium abgesichert hat. Ja, lach nicht so blöd, ich weiß schon, wie es richtig heißt. Das Territorium abgesichert hat. Terrain, ja, Terrain. Mein Gott, ich habe jetzt eine wahnsinnige Angst, dass er dahinter kommt, dass ich diejenige bin, die ihn infiziert hat. Ich geb's auf. Na, also was habt's denn? Man wird doch noch einmal ein Fremdwort falsch aussprechen dürfen. Du, ist eine Belohnung auf ihn ausgesetzt, dann kannst du wieder nach Venedig fahren. Nein, nach Italien fahre ich nicht mehr. Ich fahre nach Sizilien. Du, wisst ihr, ob man als Privatperson auch Polizeischutz kriegt oder nur die Politiker? Keine Ahnung. Also ich denke mir, wenn jemand wirklich in Gefahr ist, dann kriegt er auch Polizeischutz. Ja, aber nur innerhalb Deutschlands. Ja, für Sizilien, da übernehmen sie keine Garantie. Da stehst du allein gegen die Mafia. Jesus. Ihr glaubt immer noch, es ist ein Gaudi, gell? Nix da. Ich gehe jetzt auf die Polizei. Ich will mich beschatten lassen. Ja, das Ernst, du, Joshi. ich gehe jetzt gerade einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Ah ja, du, das war nett. Na, Ja. bringst mir ein Leipziger allerlei, 2 Bobine. Ja, und weil morgen Sonntag ist, vielleicht eine 5-Minuten-Terrine. Oh, du Ärmster, du. Komm mal zu mir zum Essen, gell? Was? Tschüsseli. Ja, ich werde schauen, wie es mir ausgeht. Gell? Das kann ich mir gerade noch abmelden. Aber wie war es die Nummer? 35, 6, 8. Ja, grüß Gott, Schmidt. Ich rufe wegen der Wohnung an. Was, schon weg? Ach, der zahlt 200 Mark mehr. Für das Wohnklo mit Schlafgelegenheit. Sie geht jetzt mich nicht beleidigen. Ach, wissen Sie was? Schieben Sie einer die Wohnung sonst wo hin. Ende. Unverschämtheit, sowas. Nein. Es ist zum Verzweifeln. Also, wenn ich jetzt nicht bald eine Wohnung kriege, dann kann ich einen Asylantrag stellen. Vielleicht kriege ich dann ein Etagenbett in einem Wohncontainer. Ah, Margit, du hast mein Zimmer schon inseriert? Ja. Ja, und wo bleibe ich, wenn ich keine Wohnung kriege? Unter der Brücke, wenn's du willst. Muss auch schauen, wo ich bleib. Es könnte ja auch sein, dass ich einmal nicht mehr alleine leben will und dass sich derjenige dann nicht wohlfühlt, wenn sein Vorgänger in der Wohnung umeinander geistert. Ach, jetzt geht mir eine Gaslaterne auf. Deswegen höre ich in der Früh immer Stimmen. Falls du das noch nicht umrissen hast, wir sind seit 3 Monaten geschieden. Es geht dich also einen feuchten Staub an, wann wer meine Wohnung verlässt. Ich kann heute tun und lassen, was ich will, während du in der Ehe getan und gelassen hast, was du wollen hast. Ja, Margit, ich weiß ja, dass ich einen Fehler gemacht Was habe. heißt Ohren? Schau, es ist halt einiges schiefgelaufen bei uns. Es tut mir auch leid. Sie hörten das Wort zum Sonntag. Amen. Jetzt bleib halt einmal stehen. Meinst du, es ist schön, wie man erfährt, dass der Moor ein Verhältnis hat? Da geht man auf die Nacht ins Bett und in der Früh, wenn man aufwacht, da steht alles noch am gleichen Platz und trotzdem ist nichts mehr, wie es war. Margit, was glaubst du, wie gerne ich alles rückgängig machen darf? Zu spät. Ich muss jetzt gehen. Mach's gut. Nimm nicht immer mein Creme. Steffi, jetzt weiß ich's. Die Mama hat einen Freund. Ja, sie hat's mir gerade gesagt. Ich hab's geahnt. Ich habe es geahnt. Seit wann? Keine Ahnung. Ja, wer ist der Kerl? Keine Ahnung. Wie alt ist er? Keine Ahnung. Jünger. Was, jünger? Jünger wie ich? Ja. Die ist auch noch. Ja, aber das sind Neuigkeiten, das braucht Backer. Das wissen Sie nur nicht, schämt in Ihrem Alter. Die macht sich doch lächerlich. Ja, deine Freundin ist doch auch jünger. Du, das ist bei einem Mann was anderes, gell? Wieso was anderes? Du hast selber gesagt, du da schnaufst sie kaum. Ja, der ist Schmarrn. An dem Tag habe ich halt ein Formtief gehabt, nicht? Na, dass man sowas antut. Gerade jetzt, wo ich mich entschlossen habe, sie zurückzuerobern. So, wer ist denn der Kerl? Wo hat's denn den her? Keine Ahnung. Na, keine Ahnung, keine Ahnung.
Mein Lieber, darf die kommen und was fragen? Stefferli, das musst du rauskriegen. Ich bin einfach fassungslos. Ich verstehe das einfach nicht. Wie man sowas antun konnte. Was ist denn? Ach, dein Vater stiftet ein wild gewordener Hamster aus der Wohnung und mir direkt auf meinen neuen, teuren italienischen Pönch. Setz dich. Der Papa hat einen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Die Mama ist nur im Bad. Magst du einen Kaffee oder einen Cognac? Auf diesen Schrecken wäre mein Cognac lieber. Aber ich müsste ja eigentlich auf meine Figur achten. Weißt du, in meinem Alter ist gutes Aussehen leider mit Opfern verbunden. So, hol sein. Danke. Du trinkst nichts? In der Früh schon Schnaps. Da krieg ich bloß einen bläden Kopf. Sag mal, was hatte denn dein Vater? Er hat gerade erfahren, dass Mama einen Freund hat. Was? Die Margit hat einen Geliebten? Na, endlich hat sie zugegriffen. Hat sie dir übrigens gesagt, dass ich auch wieder in festen Händen bin? Mit dem Computerfachmann. Ach, mit dem ist es doch aus. Wir fanden, dass wir sexuell nicht mehr kompatibel sind. Ich habe vor 3 Wochen den charmantesten Mann der Welt kennengelernt. Er besitzt Rennpferde. Das Pferd an sich ist ja ein wunderbares Tier, dieser muskelstrotzende Körper. Weißt du was? Ich bring das raus in die Küche zur Margit, ja? Ich mach auf. Einen Moment. Ja, bitte. Guten Morgen, Engelbrecht. Komm in den Zimmer. Ja, kommen Sie doch bitte rein. Steffi, Besuch. Ja, sag einmal, du tickst wohl nicht richtig. Ich komme auf die Anzeige. Ist das Zimmer noch frei? Was Dummes ist dir nicht eingefallen? Nein. Verzisch dich. Sind Sie Frau Schmidt persönlich oder das Töchterchen? Du spinnst. Ja, Sie sprechen mit der Tochter. Aber gleich werden Sie die Mutter kennenlernen. Ja, dass du dich hertraust. Muss ja, wenn du am Telefon gleich auflegst. Wie hoch ist denn die Miete? Ich bin leider finanziell beschränkt. Ja, beschränkt, das stimmt. Du, überhaupt bin ich fast sauer. Ich könnte sauer sein. Bloß weil ich eine Studienkollegin mit Küsschen begrüße, lass du mir einfach stehen. Wer hätt's mir heute dann gesucht? In dem Gedränge. Weil du mit der Tussi abgezogen bist. Sag's doch bitte Ihrer Frau Mutter, dass ich das Zimmer gern besichtigen möchte. Du, da Eize, ja, das wird dir so passen. Und ob er das passen tät, da wäre ich immer am Ball. So, gibt's noch was zu spülen? Nein. Oh, bitte bleiben Sie doch sitzen. Nein, Herr Engelbrecht will grad gehen. Herr Engelbrecht will nicht gehen. Möchte der Herr Engelbrecht vielleicht einen Cognac? Nein, Herr Engelbrecht trinkt nicht. Überredt. Ja. Sagen Sie, interessieren Sie sich eigentlich für Rennpferde? Ich war neulich auf der Rennbahn. Ist ja eigentlich eine Domäne der Männer, aber das Pferd an sich eine Augenweide. Prost. Prost. Ich finde Sie geradezu erotisch. Übertreibst du nicht? Wenn ich es Ihnen sage, die Haltung Ihres Kopfes ist von ungeheurer Eleganz. Das hat mir noch niemand gesagt. Dieses starke Gebiss, das treue Auge. Ja, diese muskulösen Schenkel. Das kommt vom Trainieren. Und nicht zu vergessen, die Hinterhand. Also jetzt übertreiben's wirklich. Also ich muss sagen, ich find's prima, wie offen Ihre Mutter über Männer redet. Wer spricht denn von Männern? Ich meine doch Pferde. Prost. Ja, und außerdem ist Frau Gerlach auch nicht meine Mutter. Oh, jetzt bin ich aber am Schlauch gestanden. Oh, Mama, brauchst du nur lang? Da ist jemand wegen am Zimmer. Bei diesem Gespräch muss ich nicht anwesend sein. Sie entschuldigen mich, ja? Mach ja keinen Blödsinn, ich bin gleich wieder da. Grüß Gott. Grüß Gott. Schmidt, Engelbrecht. geh bitte, bleibst da sitzen. Danke. Ja, also das Zimmer ist leider nicht sehr groß. Ihr Vormieter ist gerade nicht da, also wenn Sie wollen, können Sie es dann gleich anschauen. An wie viel Miete hätten Sie denn denkt? 250 Mark? Ach, das ist aber nicht wenig für so ein kleines Kammer. Ja, aber dafür ist alles inbegriffen. Also wenn Sie wollen, können Sie jeden Tag ein Vollbad nehmen. Plus die Zeit müssen Sie mit uns absprechen, damit wir im Bad nicht kollidieren. Und wenn Sie eine Freundin haben, wäre es mir lieb, wenn die nicht über Nacht bleibt. Ich bin zwar nicht Brüde, aber meine Tochter ist diesbezüglich fast nur ein Kind. Also, mein Ehrenwort, es kommt kein fremdes Mädchen ins Haus. Wir wollen doch das Kind nicht verderben. Ja, ich sehe schon. Sie sind nicht nur ein sehr sympathischer junger Mann, sondern auch sehr verständnisvoll. In aller Bescheidenheit kann ich von mir sagen, ich bin genau der Typ, den sich jede Mutter als Schwiegersohn wünscht. Also eingebildet sind Sie nicht. Also, dann gehen wir ins Zimmer. Wo geht's hier hin? Mein Ex-Mann, Herr Engelbrecht. Ach, grüß Gott, Herr Schmidt.
Also das ist mein Nachfolger. Ja. So ein windiges Zigarettenbürscherl, Ja, also Herr Schmidt, es tut mir leid, dass ich Sie aus Ihrem Bett vertreibe, aber heutzutage, da muss man gleich zugreifen. Übrigens, zwischen Ihrer Frau und mir ist alles klar. Sie, klar. Ist nur, dass nichts klar ist. Ist das klar? Was spinnst du? Schau dir den noch mal genau an, weil hernach kennst du ihn nicht mehr. Also, Herr Schmidt, ich sehe Ihre Frau heute zum ersten Mal. Und auch zum letzten Mal, Bürschei. Herr Schmidt, ich muss Sie warnen, ich kann Judo, schwarzer Gürtel. Und ich Karate, roter Hosenträger. Herr Schmidt! Herr Schmidt! Herr Schmidt! Steffi, Herr Schmidt, jetzt mal doch einmal zu! Ich hab doch gar nicht die Absicht! Ärmere Absichten, keine. Oh, die Stiefel kenne ich auch. Die hab ich schon mal wo gesehen. du bist ja betrunken! Lass mal von der Tommy los! Ach, du kennst ihn auch schon leer. Ja, der gehört doch zur Familie! Ich hab dich hier nicht recht! Spiel du nicht die Unschuld. Hey, ich wollte ja so weiten, aber ihr ist mal zu vorkommen! Ich sehe schon die Schlagzeile. Familiendrama in der Bergstraße. Hier gibt's kein Drama! Kein Drama, dann geh ich wieder. Halt, da hast du dein allerlei. Das ist mal einerlei. Joschi! Was? Dass du nicht von Haus zu Haus rennst und alles rum erzählst! Keine Angst, ich hab Telefon. Du hat eigentlich die Mama mein Zimmer schon vermietet. Na, Na Gott sei Dank wenigstens ein Trost, sonst lande ich noch im Stundenhotel. Warum nimmt's denn eigentlich der Tommy nicht? ach, das war bloß ein Gaudi. Jetzt, wo uns Mama kennt, kann er offiziell zu uns kommen. Ja, trau dich nur rein. Friede, großer Häuptling, schnelle Hand. Au! Sei willkommen in meinem Wigwam, schleichender Wolf. Au! Hau. Hau. Was? Tommy, sei mir nicht bess, aber vorigen Samstag war ich blind vor Eifersucht. Ich hab's überlebt. Weißt du, mein Squaw und ich, wir haben einen Knatsch gehabt. Na, und da bin ich gekommen und hab mich mit ihr ausgeredet. Ja, du, der Strauß ist aber prachtvoll, mein Lieber. Da schaut ja der meine dagegen aus wie ein Bindel Petersil. Was Sie sorgen euch? Du, ich muss mit dir reden. Schieß los. Da schaut's her. Also, mit dem kannst du Quartstart machen. Was hast du denn für den hingelegt? 25 Mark. Ja, schaut aus wie 2,50 Mark. Tauschen wir halt einfach. Darfst du das, Tommy? Freilich? Da. Da. Danke. Du, also damit hättest du fein sauber bleiben müssen. Mein Lieber, du, da wird sich mein Nachfolger anstrengen müssen, wenn er mit mir konkurrieren will. Der kommt doch auch, oder? Ja, ich glaub schon. Bleibst du auch doch? Nein, ich bin nicht eingeladen. Tommy, hilfst du Papa beim Tischdecken? Ja. Dann kann ich in der Küche weitermachen. Also, das Kaffeegeschirr steht ja schon. Aber das Besteck gehört poliert, Servietten müssen gefaltet werden und die Kerzenleuchter, die stehen da hinten in der Truhe. Aber die Fenster sind schon putzt, oder? Schon ist meine Autorität im Eimer. Genau, daran wirst du dich gewöhnen müssen. Du schon auch. Wieso? Du musst den Tisch fertig decken, du musst das Geschirr polieren und musst die Kerzen aufstellen. So. Und Servietten falten. Nein, das ist deine Aufgabe, hab ich gehört. Bitte. Also gut. So. Tommy, glaub mir das. Bis du schaust, hat dich der Alltag eingeholt. Und dann gehst du schön brav jeden Tag in deine Arbeit. Am Samstag fährst mit dir zum Einkaufen. Und bis du schaust, schiebst statt einen Einkaufswagen einen Kinderwagen. Am Wochenende geht's dann zum Wandern oder im Biergarten oder zum Schwimmen. Einmal im Jahr 4 Wochen Urlaub. Wenn man es leisten kann, natürlich eine Flugreise, gell? Ansonsten fährt man halt nach Österreich oder im Bayerischen Wald, nicht? Ja. Im Winter nimmst du dann deine Grippe und auf einmal gratulierst du zur Silberhochzeit. Und du meinst, die Hochzeit war doch erst vor ein paar Jahren, gell?
Denkst du, das kann's doch noch nicht gewesen sein? Ich hab doch fast noch nichts erlebt. Ja. Und da läuft er dann eine andere Frau über den Weg. Die gibt dir das Gefühl, sowas wie du läuft nur einmal rum. Die sagt, der muss her. Und wenn der Schrank hinaus muss. Genau. Und du fühlst dich am Schlag um 20 Jahre jünger. Hallo, was kostet die Welt, denkst du? Und das Leben ist noch nicht vorbei. Und du brichst aus. Und dabei hast du vergessen, dass du einem Menschen weh tust, der jahrelang an deiner Seite war und nie gejammert hat. Ja, ich mein, mit der anderen ist zuerst alles aufregend und neu, gell? Und bis dahinter kommst, dass es auch nicht schöner ist, ist zu spät. Und der Karren, dem du selber einen Schubser gegeben hast, der lässt sich nicht mehr bremsen und steuert unaufhaltsam auf den Abgrund zu. Hey, Dad, schick die, um 2 kommen die Leute. Du musst doch dein Pudding fertig machen. Seit wann kannst du überhaupt kochen? Mein Gott, Pudding kochen kann jeder Depp. Steht ja alles auf der Packung. Sag mal, wo ist denn der Schwiegertiger? Ah, die holt nur die Torten vom Konditor. Was wolltest denn du mir vorhin sagen? Da wird's dir die Fürst wegziehen. Warum? Hast du einen Sechser im Lotto? Na, ein Haupttreffer von dir. Du, mit sowas macht man fein kein Gaudi. Du nimmst doch die Pille. Ja, das hab ich dir ja gesagt, dass ich's einmal vergessen hab. Oh, das habe ich ganz vergessen. Was sagt denn der Erziehungsberechtigte? Nix. Eine tolle Frau. Ja, sie weiß noch nicht. An ihrem Geburtstag wollte ich ihr die Aufregung ersparen. Ja, hast recht. Wart lieber damit, bis du beim Arzt warst. Nee, vorige Woche hat sie erst kennengelernt und heute komme ich schon mit einem Kind daher. Das geht bei mir Schlag auf Schlag. Schau, Maus. Wir waren uns doch einig, dass wir zwei fusionieren, oder? Ja, schon. Aber es hätte schon noch Zeit gehabt. Wir haben ja keine Wohnung. Und wie schwer es ist, nicht zum Kriegen, ja, das siehst du am Papa. Vielleicht können wir so lange in deinem Zimmer drin bleiben, bis unser Produkt ausgereift ist. Hä? Raum ist in jedem Haus. Für mich, für meinen Burm und meine Maus. Das ist Tante Joschi. Das packen wir schon mal aus. Schau, ich werd waschen, kochen, bügeln, stillen. Nein, das geht nicht. Aber wenn ich den Sohn erziehen werde, so werden folgen kann ich schon. Das sehe ich total positiv. Jedes Häslein findet sein Gräslein. Ja, ein Gräslein wird dem Burm zu wenig sein. Der wird auch einmal einen Schweinsbraten wollen. Tür ist auf. Hallöchen! Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen! Grüß dich, Tante. Oh, wo ist das Geburtstagskind? Du bist so früh, Tante Joschi. 2 Uhr war ausgemacht. Was? Also jetzt geht das Klump schon wieder vor. Aber macht nichts. Jetzt bin ich da und bleib ich da, gell? Aber lasst mich hier sitzen. Mein Gott, meine Vierstämme vielleicht weg. Ich hab mir neue Schuhe gekauft und die drucken mir. Ja, wisst, weil ich so ein schrecklich hohes Gerüst hab. Am gescheitsten wäre gewesen, ich hätte gleich die Schuhschachtel gezogen. Hab's die Zunge heraus? Weil es das am nicht verdrücken. Frau Herzog, ein Glas Sekt zum Anstoßen. Gern. Mei, das ist ein wohlerzogener Mann. Um den beneide ich dich. Wenn ich ein paar Jahre jünger wäre, würde ich ihn dir ausspannen. Du, die Margit wir schauen. Ich habe ja auf einer Kaffeefahrt eine Rheuma-Decke gekauft. Aber Mama hat doch gar kein Rheuma. Das macht nichts, das kriegt schon noch. Vorige Woche, da war so eine Postwurfsendung im Briefkasten. Ja, mit Einladung zu einer Kaffeefahrt an den Königssee mit Geschenk und inklusive einen wissenschaftlichen Vortrag über Rheuma. Oh, ich ahne fürchterliches. So, meine Damen, und da ist der Sekt. Dankeschön. Bitte schön. Oh, sehr So, liebenswürdig. dann, also dann, Prost beieinander. Prosit. Mittag hat's dann gleich das Essen geben, ja. Eine Königsseeforelle. Kann man nix sagen, gell? Hernach wollte man dann zum See runter. Aber der Reiseleiter hat gesagt, übrigens ein fescher Kerl. Oh, der wäre eine Todsünde wert gewesen. Der hat gesagt, wir müssen jetzt da bleiben, weil wir hätten Gelegenheit zu einem Kauf von einer Rheumadecke und kriegen dann das Geschenk. Und was war das für ein Geschenk? Ja, 3 Taschentücher. Rein der Mast. Mit einer wunderbaren Aufmachung. Oder eine Armbanduhr. Und der Bruder geht dauernd vor. Ja, dann seid's aber zum See. Nein. Dann haben wir Kaffee getrunken und bis dann jede ihre Rheumadecke gekauft hat, haben wir schon wieder heimfahren müssen.
Dann haben sie einen Königssee gar nicht gesehen. Keine Welle. Nein. Mama! Mama. Hallo, grüß euch. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Alles Liebe zum Geburtstag. Happy Birthday to you. Prost! Prosit. Danke, sehr nett. Oh, wer hat denn den Tisch so schön gedeckt? Unsere Herren! Einen Moment, bitteschön. Da schau her. Margit, für dich zum Kuscheln. Warst immer so allein bis im Bett. Mein Danke, Joschi. Hast wieder recht viel Geld ausgegeben. Du bist Nari. Ja, das sag ich auch immer, aber mir klappt's keiner. Ich helfe dir jetzt in der Küche, gell, Stefan? So. Lass Blumen sprechen. Danke, Tommy, danke. Du, bist du so nett und holst mir schnell die Torten aus dem Auto. Aber vorsichtig. Mach ich doch glatt. Toi, 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 Häuptling. Margit, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Vor allem Glück und Gesundheit. Danke. Kannst du vielleicht schon da bleiben zum Kaffee, wenn du willst? Nein, ich hab keine Zeit. Ich muss mir noch eine Wohnung anschauen. Tja, und außerdem, was denn dein Bekannter sagen, Der? wenn ich da war? Der ist die Großzügigkeit in Person. So, hoffentlich enttäuscht er dich nicht. Da brauchst du keine Angst haben. Gott sei Dank gibt's auch noch andere Männer als dich. Ja, die gibt's. Aber was nicht gibt, ist die Garantie, dass die besser sind. Nichts Besseres kommt nicht nach, sagt man. Manchmal schon. So, dann gratuliere ich dir. Danke. Aber deinen Zynismus kannst du stecken lassen. Ich wollte dich jetzt nicht aufhalten. Mach's gut. Danke für die Blumen und fürs Geschenk. Also, meine liebe Margit, nicht, dass du meinst, ich wünsche dir, dass du mit dem auf die Schnauzen fällst, aber gefreien darf's nicht. Ganz. Was freut dich? Ach, wenn ich endlich eine Wohnung kriegen darf. Hallo, hier bei Schmidt? Na, der Herr Schmidt ist nicht da, nein. Aber ich kann was ausrichten, ja. Ach so, wegen einer Wohnung. Ja, in der Bergstraße 2, aha. Im 5. Stock ohne Lift. Aha. 1,5 Zimmer, Nasszelle, 39 Quadratmeter, 1300 Mark, plus Nebenkosten, plus Ablöse, plus Maklergebühr. Oh, keine Kinder, keine Partys und keine Haustiere. Also das ist eine Unverschämtheit. 1300 Mark für 39 Quadratmeter. Ah, da bin ja ich der billige Jakob. Du, wer war denn Du, Margot, es ist ein bisschen unpassend, gell, heute an deinem Geburtstag. Aber wir müssen über die Miete reden. Du, anders mal, gell? Ja, gern. Du, was hast du überhaupt vom Ernstl gekriegt? Ja, da schau, nein, das ist von ihm. Das ist von ihm. Oh, Ui! Ich glaube, ich rutsch. Der gleiche Anzug wie vom Ernstl, bloß in grün. So ist da. Margit, mein Liebes. Alles Gute zum Geburtstag. Gesundheit und Glück in der Liebe. Und alles, was du dir wünschst. Danke. Oh, vielen Dank für die schönen Blumen. Ja, darf ich bekannt machen, Herr Dr. Walter, Frau Herzog, eine Cousine. Walter, mein Name. Ich heiße hinten so wie andere vorne. Oh, Sie sind ein Bekannter von der Margit? Ja. Da hast mir nie was erzählt von ihm. Ich glaube nicht, dass ich dir Rechenschaft schuldig bin. Oh, Sie sind Arzt, ja? Ja. Da kann ich Sie ja dann gleich konsultieren. Ja, der Herr Dr. Walter ist aber eigentlich privat hier. Ja, ich bin ja auch privat versichert. Sind Sie Internist? Nein, Arzt für Allgemeinmedizin. Ja, mir fehlt's auch allgemein. Ich bin nämlich ein schwerer Fall. Ja, ein hoffnungsloser Fall. Jetzt lass doch einen Herrn Dr. Walter erst einmal hinsetzen. Ja, freilich, ja, Frau, natürlich. So, bitteschön. So, jetzt erzähle ich Ihnen alles von mir und dann können Sie Ihre Diagonale stellen. Joschi, bist du so gut und gibst die Blumen ins Wasser? Wenn's meinst, dass es wichtig ist, wie meine Gesundheit, aber nur weiter so, gell? Dann vermach ich alles der Kirsch und du kannst mit Ofenrohr ins Gebirge schauen. Entschuldige, Kelly. Was meint sie denn damit? Ja, die Steffi und ich, wir sollen doch einmal ihre 2 Häuser erben. Ich denke, die Häuser gehören dir. Na, erst nach ihrem Tod. Aber die Joschi lebt lang.
Nicht, wenn sie sich von mir behandeln lässt. Spaß muss sein, und wenn es bei der Oma im Bett ist. Hallo! Ich brauche meine Schuhe. Übrigens, Herr Doktor, Blattfüß habe ich auch. Entschuldige, sie ist ein bisschen schrullig, aber nicht unrecht. Ach, das macht doch nichts, Margit. Lass dich umarmen, mein Geburtstagskind. Soll ich die alte Vase nehmen oder die neue aus Murano? Die aus Murano, Yoshi, ist doch klar. Hoffentlich habt ihr es noch, gell? Du Telly, dass ich's nicht vergesse. Der Scheck. Und das da hast du letzte Woche bei mir liegen lassen. Ach, hier habe ich's liegen lassen. Mensch, und ich dachte schon bei... Naja, das ist ja egal. Hauptsache, ich hab's wieder. Du, ohne meine Adressen wäre ich aufgeschmissen. Du, wieso sind denn in dem Notizbuch nur Frauennamen? Also die Männeradressen, die habe ich in meinem anderen Notizbuch, weißt du. Tja, oh, danke, einstweilen. Tja, wenn die Praxis läuft, kriege ich auch Scheine. Krankenscheine, Liebes. Tja, Margit, Schatz, mein Liebes, es tut mir leid, aber ich kann für deinen Ehrentag heute leider nur ein kleines Stündchen abzwacken. Och. Tja, der ärztliche Weiterbildungskreis Nord hat ausgerechnet heute eine Tagung anberaumt. Tja, es tut mir leid, aber ich darf das nicht versäumen. Ach, Telly. Tja. Ich hab mich so gefreut. Naja, Beruf geht vor, gell? Ja. Aber wenn du deine Praxis eröffnet hast, dann hast du hoffentlich mehr Zeit für mich. Nichts wünsch ich mir mehr, mein Liebes. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Ja, darf ich bekannt machen? Meine Tochter Steffi, Tommy Engelbrecht, ihr Freund, Herr Dr. Walter. Walter. Er heißt hinten so wie andere vorne. Und wie heißen Sie vorne? Othello. Da sind sie gestraft genug, gell? Ja, jetzt setzt euch doch. Ja, wollen wir gleich anfangen oder warten wir, bis Diana kommt? Wahrscheinlich hängt sie irgendwo im Stau. Ach, der löst ja auch nicht schnell auf, wenn wir warten. Ja, hast recht, Stefan. Also ich habe einen Hunger, dass mir der Blinddarm schirkelt. Schielt. Wissen Sie, Herr Doktor, meine Gedärme... Yoshi! Das ist kein Thema bei Tisch. Margit, das macht mir nichts aus. Oh je, ein Arzt hört und sieht noch ganz andere Sachen, nicht? Zum Beispiel heute Morgen wurde ich zufällig Zeuge eines grauenhaften Verkehrsunfalls. Ja, gerade als ich mich über den Verunglückten beugen wollte, hauchte der junge Mensch sein Leben aus. Ich konnte bloß noch den Exodus feststellen. Den Exodus? Ja. Ja, bravo, Herr Doktor. Also, Sie sind der geborene Pharmazeut. Wie gerne würde ich mein Leben in Ihren Armen aushauchen. Oh, wo haben Sie denn zuletzt ordiniert? In Neustadt. In Neustadt? Ja, Sie, das kenne ich gut. Mei, im städtischen Krankenhaus? Nein, in einer Privatklinik in der Nähe vom Stadtfriedhof. Oh, wie praktisch für Sie, gell? Machen Sie auch Hausbesuche? Ja, es kommt drauf an. Ich rechne mit Ihrem Besuch. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin Single. Und Hausbesitzerin, ne? Ja, das Haus, da gehört man mit 8 Parteien. Und im Eckhausboden, da wohne ich selber. 12 Parteien und 4 Läden. Ja, da hat man aber sein sicheres Auskommen, was? Ja, es reicht so. Alle 3 Jahre gehe ich mit der Miete auf, dann langt schon. Sie sind eine tolle Geschäftsfrau. Wenn ich nicht schon in festen Händen wäre, also bei Ihnen könnte ich mir glatt vorstellen, schwach zu werden. Oh, Sie machen mich erröten. Ja, wo eine Diana so lang bleibt. Wie heißt deine Freundin? Diana? Genau.
Diana Gerlach, warum? Diana, was für ein seltener Name. Diana, die Göttin der Jagd, nicht? Die Diana war auch einmal mit einem Arzt befreundet. Ach, was du nicht sagst, nicht? Ja, Ärzte gibt's unzählige, nicht? Ja, man spricht sogar von einer ganzen Ärzteschwemme, nicht? Ich kenne nur die Schwämme im Hofbrauhaus. Schauen Sie, haben Sie in München studiert? Was? Nein, in Göttingen. In Göttingen? Ja. Ja, so ein Zufall. Dann kennen Sie doch auch sicherlich den Professor Anders. Anders? Ja, das war ein Jugendfreund von meinem Vater. Der hat damals Medizin gelesen. Ach, den Anders! Ja, natürlich. Der war doch damals Dozent für Kynologie. Gynäkologie, genau richtig. Ja, grüßen Sie ihn herzlich von einem ehemaligen Studenten, nicht? Sie wissen ja, Walter, mein Name, nicht? Ich weiß, Sie sind vorne so wie andere hinten. Oh, ist mir schlecht. Steffi! Ja, was hast du denn? Hast du viel Torten gegessen, hä? Mein Gott, das schaut ja aus, als wird Hähner unterm Schweif. Schweif. Telly, tu doch was! Ja, natürlich. Ja, darf ich mal Bitteschön, bitteschön. Bitte, Jetzt, nehmen wir nochmal hier. Gleich. mein Gott. Oh, mir ist Hundeelend. Nein, so hat mein Hund auch schon ausgeschaut, wie er verreckt ist. Verändert ist. Ja, also auf die Schnelle würde ich sagen, das ist ein Magenkrampf. Geh mal, hast keinen Krampf. Tut's weh, wenn ich da drücke? Au, und wir? Also, wenn's da weh tut, dann sind's die Mandeln nicht. Ja, das ist der Blinddarm. Hab ich nimmer. Kann ich bezeugen? Ja, dann bin ich mit meinem Latein zu Ende. Das glaube ich einer aufs Wort. Was? Also, wenn die Temperatur steigt, müsst ihr sofort den ärztlichen Notdienst rufen, ja? Ja, aber wenn's fällt? Dann verständigen wir das Bestattungsamt. Mach keine dummen Witz. Oh, das ist Diana! Ja, also Margit Schatz, ich muss jetzt leider. Gute Besserung, ja. Auf Wiedersehen, allerseits. Herr Doktor, ich rufe Sie an. Ich möchte mich bei Ihnen durchchecken lassen. Also, nie und nimmer ist das ein Arzt. Der hat von Medizin so viel Ahnung wie ich von einem Flugzeugcockpit. Ich sag ja bloß Exodus. Ja? Grüß dich, Margit. Entschuldige, dass ich so spät komme, aber mein Wagen sprang nicht an. Die Zündkerzen sind ausgegangen. Sagte wenigstens dieser Mann von dem Pannendienst übrigens, ein Schlaganfall von einem Mann. Entschuldige, Margit. Alles Gute zum Geburtstag. Hier, na, danke. Wo ist denn deine neue Errungenschaft? Sofort? Du müsstest ihm eigentlich begegnet sein. Was der so schnell an mir vorbeistürzte? Du, der sah irgendwie diesem Arzt ähnlich. Du weißt schon, mit dem ich da mal liiert war. Das war der Dr. Walter. Ja, Walter hieß der. Aber der ist doch kein Arzt, der ist doch Heiratsschwindler. Nein. Meine Güte, hat der mich damals um den Finger gewickelt. Und Geld hat er sich geborgt. Ja, von mir auch. Ja, habe ich natürlich nie mehr wieder gesehen. Was der mir alles vorgetüttelt hat. Sogar heiraten wollte er mich. Natürlich in Weiß. Also mir ist ein Licht aufgegangen, wie er mal auf den Jugendfreund von meinem Vater reingefallen ist. Und dann, Kynologie hat der mit Gynäkologie verwechselt. Was ist denn Kynologie? Die Lehre von die Hund. Du bist der Hund. Ich brauche einen Cognac. Komm sofort. Ich auch, bitte. Ja. Na, und ich habe ihm gerade noch einen Scheck gegeben. Ach, Mama, wie viel? Ach, fast alles. Na, hör mir mit denen Mannsbilder auf. Da schmieren sie einen Honig ums Maul und in Wirklichkeit sind sie aufs Geld aus. Tommy, Ja? da fällt mir gerade ein, ich hab dir vorige Woche einen 100er geliehen. Wann sieg ich den wieder? Nie wieder. Jetzt, wo ihr alle pleite seid, da muss ich mal eine andere Weiber halten. Ich war doch nur wegen dem Geld hinter dir her. Oh, ich glaub's fast. Dass mir das passieren muss. Prost. Weißt du, Margit, ich sah mich damals schon als Arztgattin in einer teuren Villa, Blumen ordnend und Einladungen gebend. Da wäre ich bescheidener gewesen. Ich hab mir den kreist der unter den Arm und arbeitest in der Praxis mit. Ja, das sieht ähnlich. Dass mir sowas passieren muss. Ich hab die Schnauze voll, es muss auch ohne Mann gehen. Ja, grüß Gott, Frau Gerlach. Ach, guten Tag, Oh, mein Herz. Sie schauen heute aber gut aus in Ihrem neuen Kuplett. Mhm. Und? Wie gefällt Ihnen mein Modell? Sehr extravagant. Vielleicht ein bisschen zu jugendlich. Ah, Sie sind aber heute auch in einem Farbtopf reingefallen, ha? Wissen Sie was? Lieber gut geschminkt als vom Leben gezeichnet. Von dem? Was ist denn
passiert? Hast du Schmerzen? Nur wenn ich lach. Ja, was ist denn los? Ja, red doch! Willst du zuerst die gute oder die schlechte Nachricht hören? Die schlechte. Also passt auf, ich hab meine Wohnung angeschaut. 2 Zimmer, Küche, Bad, Balkon, gell? Ich möchte geh auf den Balkon raus und hör grad noch, wie der Hausbesitzer sagt, der Balkon wird erst im Mai angebaut. Und die gute Nachricht? Der Arzt in der Klinik hat gesagt, mein Glück war, dass nur Hochparterre war. Wie weit sind denn die Herren Möbelpacker? Ja, das ist die letzte Flure. Die kleine Sache nimmt der Papa nur mit dem PKW mit. Hat er die Wohnung gekriegt? Ja, aber einziehen kann er erst in 6 Wochen. Ja, und auch nur, weil der Bauherr Angst hat, dass er ihn anzeigt. Weil der Balkon nicht gesichert war. Ja, wo zieht denn er jetzt hin? Ja, zum Paul? Meinst nicht, dass das ein Paula ist? Oh, das ist sein Tennisspätzl. Der Tommy kann's da bestätigen. Nein, hör mir doch bloß mit dem Mannsbilder auf. Wenn's ums Ausschmieren geht, da halten's doch alle zusammen. Da dreh ich auch bei deinem Tommy die Hand nicht um. Ja, jetzt weil du mit dem Doktor auf die Nasen gefallen bist, darfst du nicht verallgemeinern. Okay, der Papa hat da oft wehgetan. Aber ich möchte jetzt nicht in ihm reinschauen. Du, wie's in mir ausschaut, interessiert ja überhaupt niemand. Du hättest ihn ruhig noch wohnen lassen können. Hätt mir ja bloß fragen brauchen. Jetzt mag ich doch einen Kaffee. Also, Stefan. Da musst du vielleicht schon eine größere zudecken, Kaffee. Mit der hebst bei deiner Freundin kein Ehr auf. Da friert sie ja eins von euch 2 am Hintern ab. Du, keine Angst, wir liegen ganz nah beieinander. Wann kommt denn überhaupt der Nachmieter für meine Rumpelkammer? Ich vermiete nicht mehr. Was? Aber ich hab ausziehen müssen. Wunderbar, wunderbar. So, der Kaffee ist am Werden. Jetzt ist mir schlecht. Ich hätte die Gurken nicht essen sollen. Weißt du, alles durcheinander ist? Das liegt nicht am Essen, Mama. Ja, dann geh zum Arzt. Oder bist schwanger. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Wie was? Ach, jetzt ist raus. Mei, es ist halt, wie es hieß. Was ist denn? Nix. Ich weiß bloß nicht, wohin, vor lauter Freude. Ja, sag einmal, spinnt's ihr? Tommy. Komm mal da rein. Wo brennt's? Ist dir das bewusst, dass du mich zur Großmutter machst? Aber nicht mit Fleiß. Was hast du eigentlich dabei denkt? Nicht viel. Zum Dinger bin ich gar nicht gekommen. Das kann ich mir vorstellen. Na, sowas. Da der ist immer so aufgeklärt und dann sowas. Wie kann denn das passieren, Steffi? Ja, da nimmst du Bauer einen netten jungen Mann mit heim und schon fliegt der Storch zum Fenster rein. Hast das Fenster zugemacht? Wir haben uns gedacht, wir wohnen erst einmal in meinem Zimmer. Und Papas Kammer wird's Kinderzimmer. Habt ihr euch denkt, ah, da schau her. Naja, meinetwegen von mir aus. Aber fein nur bis was Eigenes habt, gell? Oh, danke, Mama. Und ums Kind kümmere ich mich nicht. Hier und da mal ein bisschen aufpassen, ja, von mir aus. Ich heirat Steffi, ja. Bist du dir sicher, dass ich die überhaupt will? Du wirst mich jetzt doch nicht sitzen lassen mit einem Kind. Also heiraten wollt's und wann? So schnell wie möglich. So, Mieke, weiter, hilf mir die Bücher. Ich muss. Der Chef schwächelt. Du bist eine Schauschwiegermama. Also, bye dabei. Oh, Mama, du bist riesig. Weißt du, was ich jetzt möchte? Erdbeeren mit Sahne. Da wärst du schwer da. Ah, bonjour! Oh, du warst in Frankreich, mon amour. Ja, wer hat es das so schnell gemerkt? Ha? Grüß dich, Joschi. Du, was tut denn der Ernstl mit dem Graffe? Geht der auf den Flohmarkt, ha? Er zieht aus. Oh, dann komm ich spät.
Mein Gott, und ich hätte so eine gute Nachricht für ihn. Stell dir vor, die Frau Krüger ist gestorben. Das ist doch keine gute Nachricht. Ja, freilich. Die Wohnung wird doch frei. Ach so. Was hat sie gehabt? Nicht viel. Ein Fernseher, ein bisschen Schmuck dabei. Was ihr gefeit hat. Ein Silberbesteck hat der Sohn gesagt. Sonst nix. An was gestorben ist, wollte ich wissen. Ja, die Hebamme war nimmer schuld. Wann gibt's denn endlich einen Kaffee? Gleich. Du, Ja? sag einmal, die Wohnung wäre doch eigentlich auch was für die Steffi. Ja, wieso denn? Heiraten wollen sie die zwei. Und alt und jung unter einem Dach, das tut kein gut. Was heiraten? Um Gottes Willen, ich muss ja gleich wohnen. Und ich hab immer noch keinen. Du, deswegen war ich auch nach Lourdes bin ich gefahren, ja. Zur wundertätigen Madonna nach Lourdes. Ja, weil Lourdes ist doch für Kranke und nicht für lustige Witwen. Ja, ich bin doch auch nicht mehr ganz gesund. Mein Gott, ich habe eine 20 Pfund schwere Kerzen gestiftet, dass ich einen Mo krieg und dass endlich der Drummer ankommt. Also von mir aus können Sie die Wohnung haben, wenn es renoviert ist. Ja, du, das wäre schön. Weißt, eigener Herd ist Goldes wert. Ja, und sie können auch zu mir kommen, wenn sie wollen. Ja, und wenn ich dann das Kind hab... entschuldige, Joschi. Was Kind? Wer Kind? Ich glaube, ich rutsch. Die Margit kriegt ein Kind. Ja, hab ich nicht gerechnet. Ganz zufällig. Guten Tag, Frau Herzog. Grüß Gott, Frau Gerlach. Ja, was schauen Sie denn so konsterniert? Huhu, hier bin ich. Na, kaum bin ich ein paar Tage einmal weg, geht alles schon drunter und drüber. Hi, Diana. Grüß dich, Steffi. Du trinkst aber Tasse mit, oder? Ja, gerne. Diana, kannst gleich mein Teil nehmen. Ich mag keinen Kaffee. Ja, setzt euch doch. Mama, ich bügel schon. So? Ja. Die Mama muss sich jetzt schonen. Was? Gell, Margit? Aber da schaut's her, was ich euch mitgebracht habe. Joschi, du sollst doch nicht. Ich glaub, mir wird schon wieder schlecht. Wunderschön. Gibt's ja dort ein Dutzendweise. Ganz bezaubernd. Ja, das, wenn ich gewusst hätte, dass ihr noch so gefällt, hätte ich ihnen auch eine mitgebracht. Ja. Du, das ist alles geweiht. Und das ist Originalabfüllung von der Grotte. Hilft für alles. Margit, kannst du jetzt brauchen, gell? Was? Ja. Margit, stell dir vor, ich habe ein neues Glück gefunden. Na, ja, und dein Rennstallbesitzer? Mit dem ist es doch aus. Der hing ja mehr an der Whiskyflasche als an mir. Ach so. Nein, ich habe mir gedacht, diesmal überlasse ich nichts dem Zufall und habe mich einer Videopartnerschaftsvermittlung angetragen. Oh, wissen das? Ja, und diese Vermittlung hat bereits Erfolg gezeigt. Ich habe einen Mann kennengelernt, der geradezu ideal zu mir passt. Anfangs 50er, graue Schläfen, sonore Stimme. Und was auch nicht ganz unwichtig ist, er ist nicht unvermögend. Nein, Geschäftsmann. Ja, wenn er sonst keinen Hammer hat, dann war das ja ein Volltreffer. Er besitzt ein schönes Landhaus. In den oberbayerischen Bergen? Nein, in Plattlingen. Im niederbayerischen Flachland. Er ist Witwer. Und wir wollen so bald wie möglich heiraten. Na, überstürzt nix. Kind wird's ja keins mehr wollen. Oh, Gott bewahre. Na, obwohl das oft sehr schnell geht. Das weiß ich aus Erfahrung. Ja, da kannst du recht haben, Margit. Du, was macht er denn beruflich? Ja, er ist Tierkaufmann. Hat er Zoogeschäft? Nicht direkt. Ein Viechhändler. Ja, so kann man's auch nennen. Was? Ein niederbayerischer Viehhandler? Oh. Ja, das sind ja ganz gescheit die Rammeln. Naja, bei seinen Geschäften muss der nicht dabei sein. Margit, ich bin doch nur zum Repräsentieren da. Außerdem geht er bald in Ruhestand und dann werden wir nur mehr reisen. Auf die Malediven, nach Malta. Mallorca. Ich gehe doch nicht auf die Putzfraueninsel, nein! Nach Madagaskar. Ich bin ja so glücklich. Ja, das freut mich für Sie. Aber jetzt lasst euch verzeihen. Ich bin nämlich ausgeraubt worden. Na. Ja, ich hab mir gedacht, ja, nach Rom mit dem Pilgerzug, da fahrst du nicht mit. Da wärst du nur überfallen. Also bin ich nach Frankreich, nach Lourdes. Wallfahren? Da wüsste mir auch was Schönes. Ja, Ja, jetzt, wie bist denn ausgeraubt worden? ja, wir stehen da unten und warten auf den Reisebus. Auf einmal fährt ein Roller ganz knapp an mir vorbei.
Und der heut, und ich hab gar nicht so schnell schauen können, hat er mir die Perlenkette runtergerissen. Ja, 3 Reihe, Zuchtperle. Mein Gott, ist das aufregend. Darf ich auch? Ja, ja. Ja, freilich. Du hättest halt eine Anzeige gemacht. Ja, hab ich doch. Ich bin doch gleich auf die Polizei. Mei, das war eine Gaudi. Von denen redet doch kein Mensch ein Wort Deutsch. Aber jetzt kannten sie es schon langsam kennen, gell? Du, 2 Stunden habe ich mit denen verhandelt. Mei, ich war ganz geschafft, wie ich wieder herunten war. Herunten bin ich dann an der Ampel gestanden, fahrt wieder so ein Roller an mir vorbei. Stinktief lange gleich in mein Häuschen, gell? Weil ich mir gedacht hab, Ketten kann ich da keine mehr runterreißen. Ja. So schnell habe ich gar nicht schauen können, hat er mir meine Handtaschen weggerissen. Also ich sag euch, ich fahre nicht mehr ins Ausland. Ich fahre jetzt nur mehr nach Österreich. Ja, da redet die Polizei wenigstens Deutsch. Wie soll das bloß noch weitergehen auf der Welt? Da muss man ja direkt Angst haben, wenn man ein Kind in die Welt setzt. Da kannst du recht haben, Margit, ja. Du, Diana, ich habe ganz vergessen, mich für dein Geburtstagsgeschenk zu bedanken. Was hast du denn gekriegt von dir? Ein Buch. Ein Buch? Du hast doch schon eins. Das macht doch nichts. Ich habe doch auch 2 venezianische Gondeln. Ach so, ja. Das hat mich schon interessiert, das Buch. Ich hol das. Ja? Um was handelt sich das Buch? Das handelt von Liebe und Partnerschaft. Oh, wenn wir allein sind, im Vertrauen. Die Margit kriegt ein Kind. Was? Von wem? Vom Dr. Walter. Mit dem war sie doch alliiert. Ja, wieso hat sie denn mir nicht anvertraut? Weil sie sich schämt. Im Vertrauen. Dr. Walter ist ein Heiratsschwindler. Was nicht sagen? Der nette Scheißer. Ja. Nein. Wenn ich es Ihnen sage. Um Gottes Willen. Und jetzt heiratet die Steffi und dann zieht sie aus und jetzt ist die Margit ganz allein. Psst. Ist was mit meinem Kopf? Nein, nix. Oh, auch alte Bienen geben Honig. Margit, Telly hat sich wohl nicht mehr sehen lassen. Na? Den Scheck wird er wahrscheinlich eingelöst haben. Den habe ich gleich am Montag früh sperren lassen. Na Gott sei Dank, wenigstens das Geld ist gerettet. Ja, aber die Ehre ist futsch. Ja, was habt's denn? Sowas kann doch jeder Frau passieren, die ein bisschen gutgläubig ist. Na, hör mal, und das Kind? Ach so. Ach, hat's die Steffi doch nicht für sich behalten. Ja. Ich hab mir ja erst gedacht, mich trifft der Schlag, aber ich meine, es gibt doch Schlimmeres im Leben. Also, Margit, ich bewundere deine Stärke. Ihr entschuldigt, ja? Ja. Ich muss jetzt sagen, weißt du, ich hab heute noch Theatergemeinde, ja. Weißt, mit Oper, Christian und Isolde. Also Margit, gell, sei mir nicht böse, dass ich jetzt gehe. Ja. Und Kopf hoch, du kannst immer auf mich rechnen. Und wegen der Wohnung, da reden wir dann anders mal weiter. Tschüsseli. Oh, wie einen Durst. Ja, pfui Teufel, das schmeckt aber auch schon Friedrich. Es ist geweihtes Wasser. Ja, das schmeckt ja, wenn einer seine Füße waschen hat. Es soll Wunder wirken. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ach, da bist ja, Maus. Ich hab so Sehnsucht nach dir gehabt. Du, jetzt hast du ein heißes Gespräch versäumt. So? Und zwar, wie man sich Männer über Videopartnervermittlungen auftut. Das braucht dich doch nicht interessieren. Du hast doch einen. Ja, nein, denk halt weiter. Ja, meine Eltern sind geschieden, deine Eltern sind geschieden. Ja, wer garantiert, dass wir ein Leben lang beieinander bleiben? Ja, sag mal, du magst mir vielleicht Mut, hä? Tommy, du bist du so gut und bringst den Kombi zurück dann. Ja, mach ich doch, Capo. Aber zuerst gehe ich noch unter die Dusche. Ja? Und mach einen schönen Burm aus mir. Ja, hoffentlich kenne ich dich da noch. Mei, tut das gut. Das Gestein tut mir noch weh von dem Sturz. Ach, ernst gut, dass ich dich alleine antreffe? Stell dir vor, die Margit bekommt ein Kind. Was? Aber unter uns. Du machst keine Witze, ich kann nicht lachen, weil mir alles weh tut. Ich weiß es bestimmt, vom Arzt. Was, die Margit kriegt ein Kind von ihrem Arzt? Nein, der Arzt war doch ihr Geliebter. Ich weiß es von Frau Herzog. Jetzt stell dir doch mal vor, in welcher Lage sich die Margit befindet. Schwanger, verlassen vom Ex-Mann und vom Geliebten. Also ich möchte nicht in ihre Haut stecken. Das ist für mich
Ich werde abgeholt. Tschüssi. So, das ist der Rest vom Schützenfest. Jetzt bist du wahnsinnig. Das ist doch viel zu schwer für dich. Was hast denn? Früher hast du mich viel schwerere Trümmer schleppen lassen. Warte, ich bring hinaus. Also bis morgen, dann machen wir. Ja, tschüssi. Ein Kind. Komisch. Also sehen tut man noch nix. Was ist, Kapo? Hä? Darf's auch ein Bier sein oder magst du lieber ein Weihwasser? Nein, um Gottes Willen kein Wasser daher. Also dann, es gibt viel zu tun. In der Küche steht ein halbes Tragel. Ja, dann packen wir's an. Prost. Prost. Ich sag das. Es ist so schade, dass du jetzt wegziehst da. Eine recht nette Familie, wenn wir waren, unter einem Dach. Mhm. Aber der Zug ist abgefahren, Tommy. Prost. Prost. Jetzt räumt er wieder das Feld. Tommy, was laberst denn rum? Schau, dass du anziehst. Ja. Und trink nicht so viel. Ich stehe nicht auf Bierbauch. Also heutzutage ist man als Mann direkt weg vom Fenster. Als Gott den Mann erschuf, hat er nur geübt. So, dann bin ich auch ein Pfusch. Aber na, Papa. Du, Hä? ich kann's immer noch nicht glauben, dass du heute zum letzten Mal da bist. Mei, ich kann ja mal vorbeischauen. Habt ihr Besuchszeit für mich schon geregelt, ne? Jetzt hab ich gemeint, der ist zu eng. Da passt noch, oder? Nicht mehr lang. Was meinst du? Ich mein, man tragt nicht mehr lang. Du, ich glaub, du hast deinen Durst ein bisschen zu schnell gestillt, hä? Ja. Gehst du nur fort, Margit? Ja, ich wollte noch ein Eis essen. Das ist so ein schöner Abend. Ja, es wäre so ein schöner Abend. Prost. Hier ist er auch noch. Ja, dann werde ich es auch packen. So, bin schon fertig. Aha. Was ist, Kapo? Sollen wir da morgen Eirammer helfen? Nein, das braucht's nicht. Macht's auch hier einen schönen Sonntag. Also dann, see you later, Häuptling. Tommy, ich wollte dir nur sagen, ich hab mir immer einen Sohn gewünscht. So, warum hast du nie eine Bestellung aufgegeben? Hab ich doch, sogar öfter. Aber die Bestellung ist nie aufgenommen worden. Was soll dieser Vorwurf sein? Nein, jetzt hab ich auch einen. Also, vierte Bub. Wiedersehen, Dad. Vierte Papa. So, jetzt machen wir aber die Fliege. Auf geht's. Und links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Links. Ja. Dann werde ich es auch packen. Oh. Was ist, Margit? Sag's mir mal. Ja, warum nicht? Du musst mich halt einladen. Ja. Hast du was? Hä? Nein, ich nehme nur Abschied. Von der Wohnung und... Von mir? Ja. Ja, jetzt ist es endgültig. Getrennt von Tisch und Bett. Au! Hast du Schmerzen? Ja, und wir. Das ganze Gestell tut mir noch weh. Darf ich noch mal? Au! Au. Tja, Margit, Start ist jetzt da herin, gell? Aber wenn das Kind da ist, dann kommt schon wieder Leben in die Bude. Da bin ich guter Hoffnung. Das glaube ich dir, ja. Weißt das du auch schon? Ja, freilich. Aber ich sag dir was, sein Kind bringt auch Probleme. Ja, so schlimm wird's schon nicht werden. Glaubst du, ich freue mich jetzt direkt schon auf das Putzern. Ja. Naja, bei deiner Tüchtigkeit wirst du auch damit fertig werden. Sicher.
Ach so, ja, du, ein Wohnungsschlüssel habe ich ja noch. Da. Diese. Au! Jei. Mein Lieber, ich glaube, ich habe mir ein bisschen übernommen. Du, das strahlt aus da überall wie Tschernobyl. Aber deine Freundin, die wird dich doch hoffentlich einreiben. Ja, du, da wär's mir immer ganz heiß. So reibt mich die ein. Ja. Ja, es ist schon spät, Margit. Ich muss jetzt. Also, vierte. Vierte. Mach's gut. Du auch. Du, hast du überhaupt was zum Einreiben? Ja, zum Einreimen habe ich schon was. Aber zum Einreimen habe ich niemand. Ach so. Margit, jetzt kann ich das ja sagen. Es gibt niemand mehr für mich außer dir. Ich weiß jetzt, dass du die netteste, kameradschaftlichste und tüchtigste Frau der Welt bist. Und wenn du auch mit mir als Mann nicht zufrieden warst, als Vater habe ich nicht versagt, das musst du zugeben. Übrigens, wann kommt denn das Kind? Im Februar, meint Steffi. Was, wieso die Steffi? Was hat denn die mit dem Termin zu tun? Die kriegt's doch. Was? Die Steffi? Ach, ich Rindviech. Die Steffi, ich hab gemeint, du. Die Steffi. Mein Gott, Margit, bin ich froh, dass du bloß Oma wirst und nicht Mama. Ja. Kannst du überhaupt noch fahren? Ja, aber besser schon wie geh. Weißt du was? Bleibst heute da, sonst ist dein Führerschein auch weg. Ja, wenn's meinst. Du, ich richte da heraus ein Bett und zum Einreihen muss doch auch was da sein. Fang auf, ein Kissen. Ja, wo ist jetzt das zum Einreihen? Du, im rechten Nachtkastel ist. Warte, ich zeig das. Ach so. Ich darf ja nicht mehr rein in das Zimmer, solange du lebst. Ernst? Ich glaube, ich bin gerade gestorben.